Jo, Digga! Ich hoffe, es geht gut. Ich hoffe, der sieht gut ausgerascht und der kleine Snack dabei. Weil gleich geht es rund. Und zwar gucken wir uns heute ein Video und den heißt 10 Gründe für was ich nicht zu Lützeburg leben will. Und da bin ich auch mal ganz gespannt. Ich denke mal, ich kann mir schon den einen oder anderen Punkt vorstellen, wo du dabei könnt. Ja, also wenn ich nur mich so schon vorab rode, wat schon so drin wie, für was ich nicht eurem Land gefliehen. Logement, also Preise vom Logement, das einfach zu teuer aus für dort zu leben. Also ein Appartement kostet mega teuer. Der Loyer kostet mega teuer. Ja, insgesamt das ist ein teurer Lebensstil, also, ne. Vielleicht sind so mit der Multilingualität sind also egal, mit der Vielfältigkeit von der Sprachen überfordert. Ja, Leute sind auch nicht so die openst hier am Land, so, ne, ich meine, so viel, die Leute kennen die Videos, die rundherum gibt von den Konzerten, wo die Leute dann da stehen wie so Poppen, ich weiß nicht, so richtig, das heißt so richtig traurig, wenn ich gesehen wie die Leute da stehen und so, das ist wirklich immer mega mies. Und ich weiß, dass in Lützburg Publikum richtig Zeker sind. Was danach? Ja, ich bin mal gespannt. Ich erzähle mal so die Punkte, wo mir auffallen. Keine Ahnung, ich werde Video bestimmt aufhängen und mir so, ah ja, safe da weiter. Ah, ja, und geht doch nicht viel, ne? Muss ich noch so, da so viel, sind noch viel Tierfahrer, ja, noch zum Wurscht, hier kommen aus dem Norden, sind einfach viel Tierfahrer da. Das ist auch nicht lang ab und so. Also, das ist nicht so wie in einer Großstadt, Berlin oder ich weiß nicht wo, in Hamburg, wo immer etwas super ist und hier und da. Das schon ein bisschen länger, was da geht. Das ist auch gesund von der Beste, so vom Konsumverhalten, dass der Doktor schränkt das eh noch ein bisschen an, das ist auch gut. Aber, ja, ich meine, das wäre auch vielleicht ein Grund für was Leute so, ja, okay, bist du shoppig und ja. Ich weiß, es für den Rest muss mich nur überraschen und voilà, ich gehe so mit direkt ran. Why do people purposefully steer clear of Luxembourg? The country ranks pretty high when talking about the standards of living. The quality of life is great, and a lot of the locals live there comfortably. But surprisingly, there are several reasons why many people simply don't move to Luxembourg. And today, we'll look at 10 reasons why this happens. 10. Expensive housing. Ja, direkt schon der nächste Punkt, wo ich gesagt habe, und ich denke, das wird doch etwa ein klar sein, ne? Das ist einfach ultra teuer heute zu leben. Wie soll sich ja der Mensch leisten können? Ich meine, wenn es nicht geimpft ist oder so, ist das leider unmöglich. So schön Land und ich weiß nicht, was den du kennt ändern. Das ist schon Theorie näher. Also, just Letztebaer hier leben lässt oder also wohnen lässt oder Leute, die Lützburg schwätzen oder so. Keine Ahnung. Also, ich weiß auch nicht, wann du kann mal für die Probleme zu bewältigen. Und das ist real. Und das ist real, das Problem. You can find several houses that are up for grabs, so there's no shortage of places to live. Most of them can be found in great locations, and the standard of living is pretty high. But as soon as you look at the prices, you can almost feel your wallet emptying. Ich muss es, also ehrlich gesagt, man, das kann man mal. Ein Tut Kaktus oder ein Tut den Schwissen, wohin, muss ich schon mehr den Kaktus nennen, ne? So einer Lidl oder was, und du kriegst ein Tut 50 Millionen Euro. Also so richtig teuer, so ein Tut, also das ist wirklich so, dass Demos, ich weiß nicht, das sind den Euro nicht mehr wert, das so, was du für 50 Euro kriegst, du hast Demos, dafür kriegst du halt keine Ahnung, 25 Euro, also nicht, der Wert hat sich komplett, also es kommt als täuschend genannt, was ich mal. Und das ist einfach nur wirklich nicht mehr schöner kaufen zu gehen, wirklich nicht. Residents in Luxembourg. Wenn du dann auch so ein bisschen Top-Qualität willst, guck, wie ich koche gerne, dann willst du mal anständig so, du willst anständig keine Qualität, dann willst du einfach etwas und ey, das geht einfach ultra teuer und das ist einfach. Ja, das tut schon weh. Is extremely expensive, and not everyone is rolling in enough dough to snag a pricey property.
Even renting a cozy studio in the suburbs will set you back 1,400 euros every single month. Der war gut. Der war gut. Wo? So mal wo, ich bin du hin. Setting this amount aside is very hard, gucken, especially da if you're guckst du, wie young lang and die just Video beginning ist. your career in the country. Plus, if you've moved with your family and are looking for a bigger place to live, expenses will get very tough to manage. Most people who want to move to the region would rather move to Germany, where housing is a lot cheaper compared to Luxembourg. So, no matter how great it must be to live in Luxembourg, there's no point in thinking about moving if you can't afford it in the first place. Echt, Nein. Punkt mega gut. Cost of living. Auch, dass Leute weggespannt sind, ich weiß nicht, es ist so viel, auch Staatsbeamten oder so, man Leute mit den fetzten Paien, die einfach nur, die an Deutschland gehen oder an Belgien oder so. Wie scheiße ist das? Just like housing, everything else can get super expensive as well. Everyday items like food and groceries. Also das ist einfach, wie ich schon ich mal schon gedurcht und das ist einfach teuer. Gleich kommt mit teuer aus. Will drain your funds quicker than you can expect. And it's not just a minor difference in costs. Most people who live there try not to get their items locally. Instead, they dash across borders to snag deals. This may be one of the very few places in the world where shopping from abroad saves them money. Like everywhere else in the world, inflation also has been rising in Luxembourg, which has only made costs even worse. This is mostly fueled by index hikes. As costs increase for companies and business owners, they pass this. Ja, das ist so ein Teufelskreis, ne? Die Inflation, also Kaufkraft, geht Männer, geht mich schwer, dann setzen sie den Index, also Paare mir hoch. Und das ist immer so ein Teufelskreis, das hält nie auf, so wie ich willst Paare nachsetzen. Irgendwann muss aber auch ein Kehr, der andere, also Lebensmittel oder was auch immer, mehr Männer gehen und so, mehr, wie gesagt, ich bin da wirklich kein Expert, aber das ist einfach, ich spiele nicht einfach von anderen Ländern, und das ist einfach als Konsument, also als den heute lebt, als Aufwohner, das ist einfach nicht mehr, das ist krass. Onto the buyer, who in turn has to pay more for products. Several other countries around the world offer lower costs of living, and if someone is planning to move on a tight budget, Luxembourg is a place they should stay clear of. 8. It's hard to find jobs. Now, don't get me wrong. There are several job opportunities that you can avail. Also okay, den Punkt hatte ich noch nicht erwartet, das hatte ich noch nicht, weil ich hoffe, sich am sozialen Bereich, das heißt, du sich ziemlich einfach einen Platz, also das ist mehr einfach, das ist du echt da am sozialen Bereich, wo echt der Patron Handling, no Personalsicht, gut Personal natürlich, wie umgedreht, da sind du musst 100 Millionen im Monat schreiben, also das auf verschiedene Bereiche am sozialen Bereich aus das vielleicht so, aber ja, an den meisten einfach nicht, und das dafür für mich okay Punkt gewesen für nicht teilzunehmen. But the job market isn't the same as it used to be a few years ago. The pay is pretty satisfactory, with the legal minimum wage cruising comfortably above 2,000 euros each month. This might even make managing comfortably above 2,000 euros factory, with the legal minimum wage cruising comfortably above 2,000 euros each month. This might even make managing expenses easy for a lot of people. Luxembourg's not just a tiny country, it's a tourist hotspot. This newfound fame comes with a twist though, as jobs are getting picky, demanding language fluency and a large number of qualifications. Several people might not have the high level of experience that Luxembourg jobs demand. So it isn't about the lack of jobs, it's about the lack of suitable jobs where an average person faces severe difficulty finding a job that matches their qualification. Ja. Now, Also zum Thema Jobs und so weiter, steckt in Letztendlich das halt wirklich so the way to go, die meisten machen einfach mega lang Uni und ja, gucken, dass sie einfach die höchstmögliche Schulen hinführen, da nur
gut zu verdienen für sich irgendwie ja, nach so ein guten Auto künstlichen ein gut Wohnen künstlichen oder ein Haus und so weiter das nur nicht wie mehr an der feiert eben Mensch den direkte wir sind verdammt Schul das sind wie an Deutschland oder an Amerika oder Frankreich oder snopisch Länder wo noch kann man Kreativität Geld verdienen also du get mir wrong also schmengen das kann ich bestimmt machen. Me das wirklich so den absoluten das ist ganz rar das ist wirklich tausen aber das dann eben mat Kreativität kann sehr Brot verdienen an dazu du abst mal zu dienen wann ich zum Beispiel wir mal noch Blitze bei ich content hat er recht also war tu Mü 5 7 also 600 700.000 Mensch Awohner von denen dann ein haltschen die Lützburg könne schwätzen und dann ne musst du dann nach den kriegst du von wo dann Ding Video guckt so der Tisch du kannst praktisch gar nicht so mit Kreativität Ding der Brot machen ne außer du fängst so mal auf Deutsch zu schwätzen und das schon du so ich mal strikt geht also ich will nicht auf Deutsch Content machen weil ich will wirklich das wann ich so Reactions machen also dass ich einfach so frei Schnauze kann schwätzen und einfach mit Mammespruch kann schwätzen und das kann doch bei dem das kann doch mir real und so wann ich anfange gibt Deutsch zu schwätzen ne ich kann relativ gut Deutsch das ist nicht dat mir das aber nicht so fleiß also das aber nicht so so ich fand für mich find ich einfach nicht so natürlich und wie beim Lützeburgischen ne voilà also ja vielleicht war statt noch mir lang machen einfach wieder so ein gewunsch mehr voilà da, zu dem Punkt oder If you're thinking of diving into unskilled gigs, especially in the field of hospitality, it's going to be a tough ride for you. The paycheck barely covers the basics. You could afford rent and groceries, but you'll be left with nothing to save or to spend on leisure. Plus, speaking only English won't always cut it. In a country where French and German are prevalent, scoring a job without mastering one of these languages is almost impossible. Being monolingual will get you nothing. ich meine an der Staat gi net viel aus so Bankfilialen oder so wo dann wo der komplett egal ist wenn du nur mit Englisch kannst schätzen ist das schon gut ja ich fand ja es sind noch so von denen wo da seht so ich wie froh war Mails gi geschwart ging du baust op de Straßen und du auch zu muss man dann Sekretariat oder so ein Sekretariat muss dann immer Allsprache können und dann hast du christ dann do was kliniken also man musst du da mal Doktor ein Fremdspruch muss schwatzen dass du nicht den Mama also muss ich ihm dann also keine Ahnung so wie komplex Probleme dann erklären oder so wann Jobs gebraucht hat oder so ich weiß nicht so beim Doktor ist das schon wichtig also so Berufe muss einfach mal letztlich stark schaffen am sozialen Bereich da sind auch viel Leute aus der Welt und so weiter an der Patron der gibt ja immer gerne letztstellen mit das Kind in die Schmelt ne das Kind in die Schmelt ja das so etwas schon do net Lesung für die Probleme und so weiter an die Mehrspruchigkeit aus einfach in Deel man muss einfach akzeptieren bis mich schwa am Französischen dafür reg ich mich mehr dann darüber op den da gut Französisch kann für den was dat cooler das ist noch dankbar wann den schme mehr Bretzen als auch immer war mir dann an Deutschland gehen wir können ihnen erzählen wir können Deutsch gut wir können Lützburg wir können Französisch und Englisch gut ne das ist so der Punkt von mir ist dann immer so bisschen Bretzen an chillere Klappen oder so ja mehr dafür also das ist ein gut Sau ja hans du nach zum Beispiel persönlich würde ich einfach nicht so gut Französisch können das ist normal in Luxembourg. So people who aren't especially proficient in languages mostly stay away from this country. 7. The disparity between locals and foreigners. Most of the locals in Luxembourg are very detached from the non-locals in the region. They live in the posh public sector where the cash flows, and they usually only interact with people in their circle of earnings and wealth. And it's not just a small part of the population.
Almost 90,000 out of 115,000 Luxembourgers have bagged those civil servant badges, which lets them maintain a comfortable standard of living. For many Luxembourgers, it's all about those stable admin or public sector jobs. So it's no surprise that most Luxembourg locals have their own ways of communicating with each other. It's like they've all got this secret language, and if you're a foreigner, you end up in your little corner hanging out with fellow outsiders. The local language is almost like trying to solve a puzzle, and they don't try to make it easy for you to get involved with them. Ja, ass dat so, ja, schießt, ja. Ja, das ist schwer sech fir so 'n Ausländer, déi lo Lützebusch kann so vielleicht sech ze integrieren man so Uschloss ze fannen. Ja. Instead of integrating into society, whoever moved there feels like they're living in parallel universes. Luxembourgers in one, foreigners in another. Mir dat Gefühl so als Lützeburg. Ich kann echt beruhigen, die lo kommen aus der Belgien oder so. Dat Gefühl die noch einst du so, weil das se klenkt Land an so, wie trotzdem kein das doch der negene Kreis du. Ich weiß nicht, ja, keine Ahnung, also. I got the point. The only ray of hope people might see is that 45% of the people in Luxembourg are expats, so you may not need to interact with the locals at all. Still, you'll get to learn nothing about the culture there if you don't mingle with the locals, which is why you'd never feel at home. Okay, nach kurz Punkt dazu. Ich meine, du musst auch aufpassen, was ich so wie ich formulieren. Viele Leute, die hier arbeiten kommen, leben kommen, machen das, wenn's auch der Pai. Ne? Nein, nicht verwerflich, alles schön und gut. Aber so, du musst was so, den meisten also dann auch nicht wichtig, hier großartig sich Freunde zu machen und so weiter. Ne? Es gibt der Fall, ja, aber ehrlich gesagt sind auch viele, die das überhaupt gar nicht wollen, denen das ja gar nicht juckt, weil so viel, also sie gibt schon hin, so sind genug Leute da, die, also aus Deutschland, Frankreich oder so, also sie sind nicht ganz isoliert. So. 6. The visa system is tricky. Now, even if you decide to move to Luxembourg and you're The visa system ist tricky, okay, sind wir mal gespannt. ready with your bags packed, Ja, okay, nee, ich verstehe. Ja, als Sitz war easy, mit so zum Beispiel aus, ja, ich verstehe, aus Ausländer hier hinzukommen und so weiter. Also wahrscheinlich die eng oder andere Hürd zu mischen oder ich bin mal gespannt, was ihr noch seht. it won't be that easy. At this point, things will get super complicated with the visa business that you'll have to handle. Luxembourg, being a part of the EU, has its visa game on a tiered system. If you're an EU citizen, lucky you. You won't have to face any visa drama. But you will still have to get a registration certificate after 3 months of living in Luxembourg. Now, if you're from the UK, you can chill in Luxembourg for 3 months visa-free, but if you want to work, it won't be that simple. Before entering the country, you will have to get a temporary pass from the Ministry of Foreign and European Affairs. Plus, you'll need a job offer in your back pocket before starting this visa journey. After that, you can eventually get your hands on a residence permit. But in case you aren't from the EU or London, the system is not designed to make things easy for you. Getting a work visa in particular will be almost impossible. In short, your employer would need to interact with the authorities and proclaim that they couldn't find anyone else with your qualifications in all of the EU. You simply have to charm the official big shots for a work visa, and if you want to stay and keep working, you need to earn over $2,000 a month. And don't even get me started on the paperwork. You have to fill up so many forms that most people just give up trying to move there. Sounds messed up, but that's Ja, okay, das ist kompliziert gemäht, also wenn es von der EU bist, das ist easy. Kannst du schon den Arbeitsvisum holen und so weiter. Wenn du außerhalb von der EU bist oder du bist aus England oder so, dann geht das schon ein bisschen mehr kompliziert und so weiter.
Ja, dazu habe ich ehrlich gesagt keine Meinung, keine Ahnung. Also, ja, das juckt mich nicht wirklich. Mehr, ja. Exactly why most people wouldn't move to the country. 5. Citizenship is tough. To cut things short, there's no ticket to Luxembourg citizenship through cash. If you move there and you like things enough to want to stay there forever, they certainly will not make that decision easy for you. There are several options for you to get your citizenship, one of which is through family ties. If you have Luxembourgish kin, it's the easiest way to get your citizenship. The second option is citizenship by naturalization, which means that you have to live there for a long while and prove that you're valuable to the country. The issue resides in the fact that you have to spend at least 7 years living in Luxembourg to be eligible for citizenship. You can't vanish in between, and once you've completed your period, you can hit up the Ministry of Foreign Affairs to start your long Ja, wenn es halt was Bilder gibt, muss man 7 Jahre heißen. Und dann, das fand ich nicht verkehrt. Ich fand, mein Gott, also. term status. However, there are several conditions attached to this process. For starters, you need to be at least 18 years old, which is fine, but then you also have to pass a speaking test, where you should be fully fluent in the Luxembourg dialect and language. It will also be mandatory for you to take 3 civil instruction classes so that you're well aware of Luxembourg's culture and also meet their expectations of a squeaky clean residency record. If any of these things are missing, you simply can't apply for citizenship, which is scary enough to make people stay away from Luxembourg altogether. Scheiße. Ich muss. 4. It can Okay. be boring. Werte Punkt. This is how Das kann langweilig sein, ja. Gib ich ihm recht. Lützburg kann langweilig sein, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich meine nicht, dass das sonst heute der Fall ist. Ich meine, in Deutschland, Frankreich, smolz die Grenzgänger, die Grenzgebiete oder so, überall, wo du nicht ein Großstadt hast oder so, kann nicht, kannst du langweilig gehen. Ich meine nicht, dass das ein Lützburg Problem ist. Da geht nicht viel dir von, wie ich das so. Möglichkeit nach irgendwie spät rauszugehen oder nach während der Woche nach irgendwo enger Fußgängerzone zu gehen, wo viel ist as eben nicht teil. Das stimmt. An der Stadt war ich schon, me will auch nicht schiedfahren, Uwe an der Stadt rundherum laufen, will auch nicht immer so sicher aus. Und am Süden, da gibt nicht so verschiedene Plätze, so, wo das schon mal wo mir ruhig ist, aber wo noch kann so spazieren gehen oder so. Me während der Woche ist wirklich ziemlich tot. Du gehst bestimmt schon recht, aber ich meine nicht, dass das so ja, es ist zu Lützburg so. Es gibt das überall so. Luxembourg is perceived by the outside world. You will find several Reddit threads talking about how boring the country is. But why? Well, you'll feel the same way if you're a fan of the nightlife. If you enjoy going out, drinking, and partying, Luxembourg doesn't get into any of that stuff. They go to bed early and wake up early. Ja, das. Which is why there are barely any bars or nightclubs in the entire country. Ja, okay, das aber, also, das am ganzen Land ist nicht viel so, also, mehr. Finde ich schon Platz, wo ich kann gehen, mit so viel Jungen und so, also wirklich. Gehen da meistens zu Kaffee oder so, mehr. Clubs während der Woche, ey, Bro, das in Berlin und Lützburg ist ultra klein, weißt du. 3. Lack of good educational institutes. Now, don't get me wrong, the standard of education is super high in the country, just like in the rest of Western Europe. The issue lies in the fact that there are only 2 universities in the country, one of which is state-owned and the other is private. It can be almost impossible for a Man die was zu Dave verdenken. Und die was eben Unialu. foreign student to get enrolled in one of these universities, as they are highly competitive and preference is given to local students. It's also extremely difficult to acquire a student visa, so you won't see a lot of young people moving to Luxembourg for higher studies.
Obwohl es anscheinend auch ein gutes Uni soll sinn. Ich mein, ich hat gelesen, dass die Leute so an den Top 28 waren mal. Also aktuell will ich nur mehr an den Top 28 auf der ganzen Welt von den Uni waren mal. Und ja. Es sind zurzeit doch du am Campus an das aber ey die Leute also wirklich top Personale war an so Schul von der Schulen hier auch eigentlich ganz okay. Es gibt ein paar Sachen, wo ich am Edukationssystem lo nicht so feiern, wie zum Beispiel, dass man denen das eher so dünne Idee ist gut, dass du genau 6 Jahre Französisch muss ugerechnet kriegen und so weiter. So, okay, dann gucken wir weiter, ne? Nummer 2, 2. was kennt Bad das denn? climate. Valid Most people point. plan to relocate when they are tired of harsh, cold environments. A warm country offers comfort and is a huge attraction for foreigners. But that's where Luxembourg loses the battle. You will Absolut, gebe ich ihm du recht, ja. Hier das nicht geil, heu. Das sind wieder zu warm, viel zu warm, Blut, das ist immer. Oder das einfach groß die ganzen Zeiten, oder das ultra kahl, mir ja kahl, das kann ich leben. Wenn es kahl ist, irgendwie kannst du das doch nicht machen. Wenn es zu warm ist, du brauchst ein Klima oder Schwesen, weil du kannst nicht das doch nicht machen. So. Aber ja, Klima ist richtig scheiße. Also, ich verstehe schon den Punkt, ich verstehe den Punkt. Es sind aber echt da, hey, so ist die Frau, wenn es ein bisschen mehr grau geht, mehr frisch geht, wenn so Hirsch, das Frühjahr und alles aus der Sommer sind nicht dabei. Ne? Und der Sommer, hey, den das drischen, das dumpig, das ist einfach nicht aus, also das ist wirklich schlimm. Das geht dir so schlapp, du hast gar keine Energy, das ist einfach eine Quälerei. rarely find the sun shining in this country, and most of the Ja. time it's cloudy and rainy. If you like the prospect of always having to walk around with an emergency umbrella and a raincoat, you might like this place. Otherwise, you won't. 1. Valid point. Kids definitely won't like it. If you've got a family, you would know that relocation has to offer advantages for every member of the family. Entertainment is crucial for kids to settle into a new place, and Luxembourg lacks in that sector severely. There are no amusement parks or theme parks in the country, which means that on a weekend, your kids simply Stop. Was ist mit dem Peterburger Park? Was ist das selbst? Kann ein bisschen spielen. Nee. Okay. Weil ja, Peterburger Park ist halt. Wo waren wir immer? Keine Ahnung. Zum Thema Stadt, die was zu Wohls abgewusst. Was war da? Ja, da konnte ich noch, da sind wir noch rausgegangen. Ich weiß, du mal irgendwie anders das beschäftigt. Wir müssen okay in teure Park gehen. Mein Gott, also, wir können dann alle Weekends in den teuren Park gehen. Also. Pragspark, ich muss voll cool am Sommer. Peterburger Park, Kino, so eine Geschichte. won't know what to do. Then there's the lack of coastline Ja, aber ich verstehe den Punkt auch, weil du auch schon ein bisschen mal will, du willst, keine Ahnung, es soll viel mehr so Skateparks geben, einen Basketplatz, Fußballplatz oder so weiter. Keine Ahnung, das vielleicht mehr so. Ja, weil ich weiß, das geht noch nicht ob an alle Dorf oder so geht das nicht. Du musst du schon ein bisschen weit vor, man kann auch am Dorf leben, was sollen sie machen? Was sollen sie machen? Sollen alle da an den Europapark fahren oder so? Nee. Was machen sie dann? Da sind sie daheim, spielen mit dem Handy oder was auch immer. Ich verstehe den Punkt schon. and access to the sea. Living in a landlocked country makes entertainment even harder to come by, and most people wouldn't want to move there because there is nothing to do for fun. Do you think Luxembourg has any redeeming qualities? Let us know in the comments down below. And if you liked this video, Okay. Weil das Video, Why do ich muss sagen, hat mir wirklich gut gefallen. Ja, also, nicht nur danke gefragt, ob du irgendwie noch so Valore sind oder so Qualitäten sind für Lützburg, wo das ganz gut machen. So. Und ja, es ist neu abgewusst. Und es sind noch nicht an Ausland studieren gegangen. Und noch nie für mich lange Zeit am Ausland gelebt. Also ich weiß so nicht,
schon das Schwere also zu vergleichen oder zu vorne, wo man kann vergleichen einfach. Dafür ist ein ganz unkompliziert, ist mega zufrieden immer mit dem, was ich schon. Ist schon immer letztlich das beste Land aus sich, obwohl das wahrscheinlich sicher nicht ist, aber das ist schon das beste Land. Aber ist sie froh, heute zu sein, ist sie froh, dort zu sein, wo ich mit Mama-Spruch kann schwätzen. Ja, ich fand, das Land wie alle anderen auch, wenn auf viel Plätzen, also ich war ja schon Vakanzen, man, das war schon und so, und schon ehrlich fand, das überall ein bisschen selbisch, ne? Das überall irgendwo ein bisschen selbisch. Ähm, ja, so, ne, mehr auf lange Basis, keine Ahnung, kann schon nicht so, kann ich auch noch schlecht vergleichen, aber wie gesagt, ich fand das aber flott Land mit einem guten Sozialsystem, so Gesundheitssystem. Das schon, das ist krass. Wir verdienen relativ okay, verdienen am meisten auf der ganzen Welt. Muss ich nochmal so sagen. Und ja, keine Ahnung, also es ist, ja, ich bin auch nicht der größte Patriot oder so. Ich bin einfach zufrieden hier. Ich fand es gut hier. Ich bin zufrieden mit den Leuten, die hier sind und so. Das System, ja, okay, hätte ich nicht mal könnte mal irgendwie etwas zu meckern. Die Milchpunkte, wo auch heute genannt kaufen, das war ja dann eben so Punkte, für die aus dem Ausland nicht wollen hinkommen. Und ja, ich verstehe das. Ich verstehe das doch. Ich verstehe das. Aber ich fand ein paar Punkte, wie zum Beispiel dann mit der Spur und so, mit den Einheimischen und so weiter. Den Punkt verstehe ich nicht so richtig, weil, wenn den nur als Lützebäuer misst an ein anderes Land gehen oder so, du probierst du Ausschlüsse von, probier das mal. Das als Punkt zu nennen bei Lützeburg, das ist crazy, weil wir können über 3 Sprachen meistens an uns mit anderen Leuten connecten aus Deutschland, Frankreich und so weiter. Dafür ist das sicher wie easy für die Leute. Ne? Wenn es aber nur als Sitzmer will an Tausend oder so gehen oder an Holland oder was auch immer, ja, dann musst du Holländisch können schätzen oder Franzosen, als ob sie du mit den anderen Spruch gibt. Nee, du musst du Französisch können schätzen, man als Sitzmer in ein anderes Land zu gehen. Das ist viel schwerer, wie du für irgendeinen Ausländer oder so hier an Land zu kommen, fand ich. Dafür, das ist so ein Punkt, ja, da kann man darüber diskutieren, für den Rest, ja, das ist der Lifestyle. Preise für Abkaufen zu gehen sind da ja, die Logementspreise sind immens hoch. Das sind zwei Punkte, da muss ich wirklich vielleicht etwas machen. Aber wenn das schon geregelt ist, dann ist es wirklich schwer, da nach irgendwie ein Hoher an der Zeit zu fahren. Sag ich mal ehrlich. Fand ich wirklich schwer. Weil, das ist ein bisschen so meckern auf ein hohes Niveau, das ganze Video. Weil, wenn du irgendwie schon an so Länder gelebt hast oder du guckst ein bisschen die anderen Länder und so mal ein bisschen mehr weit östlich oder so mal typische Beispiel, ja, Afrika oder so, keine Ahnung. Weißt du, die anderen, so dritten Weltländer oder so, sich anguckt oder so, dann muss ich schon sagen, ey, es geht es verdammt gut, ne? Und du musst mal nicht dritten Weltländer gehen oder so, für das rauszufinden. Einfach mal auf Griechenland oder Portugal oder so hingehen und dann checken, was das ist. So mit einer Preis von 600 €. Also so richtig wenig suchen rauszukommen. Und dafür, ich fand Lützburg mega geiles Land. Ich muss einfach sagen, ich bin mega zufrieden halt. Und voilà. Das war doch schon. Und ich hoffe, mir hat das Video gefallen. Ich hoffe, der könnte noch, also wie gesagt, ich sind nur politisch nicht so mega stark. Dafür verbessern mich ruhig in den Kommentaren. Gib mal ruhig eher Sicht von dem Ganzen. Und voilà. Gebt mal ein Like, wenn der euch gefallen hat. Und abonniert auf jeden Fall, dass ihr die nächste Video gesehen, weil ich werde an der nächsten Zeit will ich Vakanzen mir oft Video machen, einfach so auch Spaß. Und dafür, genau, abonniert,
Like von der gefallen und dann gesehen wir uns dem nächsten. Ciao. Busy showdown, we can't go mechanic store. So baby, turn me over. Off, I don't know the show. Good flavor, the feel of